Ich habe das von meinen Großeltern. Meine Oma hat Platz snackt, mein Opa auch. Und meine Urgroßmutter, die kann gar kein Deutsch snacken. Mit der habe ich im Morgen Platz snackt, aber lauter wäre das so, wenn ich in die Pubertät käme, dann wäre ich nicht mehr so forken wie meine Großeltern. Und dann bin ich bloß so mit meinen Eltern dahin feiert und meine Eltern, die können keinen Platz snacken. Und deswegen wäre bei den Familientrauten wäre das dann schon was Deutsch, was ich snackt habt. Und am Ende von der Show habe ich dann angefangen, mich wieder mehr mit Plateau befahren und habe das dann versucht zu verbessern und nun bin ich da wieder reingekommen. Also wir wohnen ja in der Stadt, in Bremen, da gibt es halt eigentlich meist gar keinen Snackers mehr. Aber ich bin in einem Stammkring mit Freunden, also da sind wir 4 Flü. Da snackt wir vielleicht einmal im Monat platt. Nur mit Corona wäre das nicht so forken. Aber im Internet snackt ich nicht viel platt. Da gibt es ja nur ein großes Netzwerk. Da kann man sich gut vernetzen. Und nur da ich bei das niederdeutsche Sekretariat arbeite, da snackt er viel mehr platt. Also auf der Arbeit snackt wie platt. Und da gibt es nur reich Leute, die draußen haben, die auch platt snackt. Also das ist ein heel neues Beleifnis, wo ein platt snacken kann. Also ich glaube, das passt gar nicht gut zusammen. Also da gibt es so eine neue Perspektive auf die Sorgen, anders als bei einer hochdeutschen Sprachkultur. Hat andere Insichten in der Kultur, das finde ich gar nicht gut. Und ich glaube, mittlerweile ist Mehrsprachigkeit hier normal. Also bei den Englischkenntnissen wäre das früher, dass das eigentlich ein Privileg wäre von der hohen Schulen. Und mittlerweile hast du davon gedacht, dass ein zum Beispiel eine zweite Fremdsprache oder so was snacken kann. Und ich glaube, wenn ein platt kann, dann passt da viel mehr in so ein multikulturell, vielsprachig und modernen Europa. Und ich glaube, da passt dann nicht gut zusammen, eigentlich die beiden Sorgen. Und ich glaube, wenn du platt snackst, dann hast du eine eigene Identität und da passt das gut. Also ich glaube, das ist gut in so einer globalisierten Welt, dass du den eigen mit, der dann nicht verlustig geht. Und mit so einem Platt, wenn du das snacken kannst, da kannst du die nicht gut vernetzen mit Analy. Also wenn du Analy drauf da ist, der auch Platz snackt, hast du immer Klicks was zu vertellen und du kannst die miteinander austauschen. Ich glaube, das ist was anderes, als wenn du Deutsch snackst und da hast du dann nichts zu snacken, wie das alle Deutsch snackt. Also ich glaube, das ist eine gute Sorge. Also ich glaube, bin ich viel und bin ich gern was für Plattdeutsch. Ich gebe nur seit 10 Jahren Plattdeutsch-Unterricht an der Volkshochschule. Das soll quasi mein Beitrag werden, was für das Sprach zu tun und dass die Leute, die das lernen wollen, auch die Möglichkeit kriegen. Und ich glaube viel in das Internet. Also da habe ich ein paar Projekte, wo das darum geht, dass die Leute das lernen können oder die sich damit befahren will, dass sie was zu wecken kriegt. Und da habe ich auch einen eigenen Social Media Account, die Plattform. Und da gibt es einen Discord-Server, wo man sich über Plattdeutsch austauschen kann. Und ja, mittlerweile gibt es da eine nicht große Plattdeutsch Instagram-Community mit allen Plattfluencers und so. Da ist das auch schön, da so ein bisschen mitzumachen. Mir ist das auch wichtig, dass der Beruf vom Plattdeutsch vergrößert wird. Also zum Beispiel, dass ein Plattdeutsch auch in der Wissenschaft anwenden kann. Von deswegen habe ich meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit auf Plattdeutsch geschrieben, damit ein dann natürlich auch so ein paar Wörter sehr gut denken oder so einen eigenen Stil für die Wissenschaft sehr gut denken. Und ja, das ist quasi dann auch das, was ich berechnen will für Plattdeutsch, dass quasi der Register aufgebaut wird für das Sprach. Also ich glaube, das ist nicht wichtig, dass man mehr um den Tisch haut. Also ich glaube, der Plattdeutschen, der gibt sich viel zu viel mit Sorgen ab. So dass das Motto, hilft sagen, beten auf Platt, das langt mir nicht. Also das ist dann Forken mal in schlecht Plattdeutsch oder das Blocken beten Plattdeutsch oder die hele Qualität von der Sorge, der ist schlecht. Also damit wir mehr auf den Tisch hauen und sagen, nee, wir wollen eine gute Qualität haben, wir wollen gut Plattdeutsch haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute dann auch sehen, dass Plattdeutsch quasi einen besseren Stellenwert hat, als der, das bloß zum Beten auf Plattdeutsch ist und für alle Leute da ist oder sowas. Heel wichtig ist auch die Utrechten auf Dschungellü. Also
dass viel mehr Inhalte kreiert werden, die mediell oder kulturell auf junge Leute ingeht. Also, dass wir viel mehr professionelle Inhalte haben, die die Leute auch abholt und die nicht so ob ältere Leute Utrecht sind oder so. Ich glaube, das ist auch gar nicht wichtig, dass die junge Leute sich auch sehen fühlt. Also, dass die quasi auch mitarbeiten können bei den Inhalten und dass sie zum Beispiel auch bei Medien mitmachen können oder sowas. Da gibt ja zum Beispiel das Projekt Funklok stoppen, ne, der einen eigenen Radiosender haben will. Und da könnt dann zum Beispiel auch jüngere Leute mitmachen, die dann journalistisch arbeiten und so weiter. Ich glaube, das ist nicht wichtig, jüngere Leute mit zu involvieren, dass die dann auch merkt, okay, mit Plattdeutsch kannst du was berechnen, da kannst du was machen und von deswegen ist das auch wichtig für mich, also wenn wenn junge Leute das singen würden, das ist auch wichtig für mich, dass ich das lernen kann, das lohnt sich und man kann so was machen.